Von daher hier erstmal Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Diesmal zur Pressekonferenz vor dem Spiel beim FC Arsenal. Leute, wir sind live auf Twitch. Ich nehme das jetzt hier auf für euch auf YouTube und wir gehen rein. Ich habe es gerade schon gesagt, dass der Leroy hier mit New York Cappy sitzt. Gibt mir schon den ersten Kicker, Alter. Gut, warte, ich mache mal Lautstärke, so 3/4. Welcome to London. FC Bayern is looking forward to UEFA Champions League quarterfinal first leg Junge, sprich Deutsch! against FC Arsenal tomorrow. Welcome, first day with press conference. We start with Leroy Sané. Leroy, hi. Leroy, servus. Okay, let's go. First question. Yes, in the middle. Let's go to the mall. No, microphone is over there. Marek Küschel for dort. Kicker. Yes, Für den Kicker. No, you can speak. Ja. Was ist das denn jetzt schon für eine Chose, dass er jetzt auf Englisch die PK macht und die dann auf Deutsch übersetzt wird? Warum macht man die PK nicht wie gehabt auf Deutsch und übersetzt sie dann auf Englisch? Sollen wir lieber die... Ah ne, das kann nicht jeder gut Englisch lassen. Wichtigste Frage zuerst. Jawohl. Wie geht's dir? Was machst New York. Ja, jüngsten Verletzungen. Vielleicht geht er ja nächste Saison nach New York. Ist alles soweit ausprobiert? Bist du topfit? Ja, die letzten 2 Tage ging es mir schon viel besser. Auch ja, heute beim Training war alles okay. Und deswegen ja, freue ich mich sehr auf morgen. Hier in der ersten Reihe Julian Wolf für die Welt, bitte. Topfit ist er, der Leroy, ne? Topfit, Leute. Macht euch keine Sorgen. Der rasiert jetzt wieder wie die ersten 15 Spiele hin. Hallo Leroy. Nachdem es zuletzt in der Bundesliga nicht gut lief, was habt ihr euch vorgenommen? Max Eberl hat heute gesagt, ihr habt euch die Meinung gesagt in den vergangenen Tagen. Auf was kommt es jetzt an, was wollt ihr besser machen morgen? Ja, na klar, auf jeden Fall ein gutes Spiel abliefern über 90 Minuten. Egal ob da irgendwelche Ups und Downs sind, wir wollen halt einfach fokussiert spielen, erfolgreich spielen, Energie ins Spiel reinbringen, was vielleicht manchmal so in den gewissen Spielen dann auch gefehlt hat, und halt einfach ja unser Können zeigen, die Qualität, die wir im Team haben, und dann halt einfach ja, das Spiel halt gewinnen. Dann in der dritten Reihe Tobias. Ja, gewinnen, natürlich. Ja, oder? Wir bringen die Energie rein gegen Dortmund. Als Chef für die Sportbild. Nach dem Spiel von Liverpool bei United gestern 2-2 ist jetzt Arsenal auch nach dem Spieltag Tabellenführer in der Premier League. Wie schätzt du Arsenal ein? Also erstaunlich, eine sehr starke Saison und generell im Vergleich Premier League und... Alter, was sind denn da für Hintergrundgeräusche? Das ist ja grausam. Ja, die sind eine sehr, sehr starke Mannschaft, spielen super aggressiven Fußball nach vorne, mit viel Tempo. Ja, da können wir richtig, ne? Es ist unsere Stärke, dagegen zu halten, gegen sowas. Aber stehen auch dafür gleich auch defensiv sehr, sehr stabil. Es wird auf jeden Fall ja, ein hartes Spiel sein. Wie gesagt, die spielen super Fußball. Wir müssen da auch ja, im Kollektiv alle zusammenarbeiten, defensiven, offensiv unsere Stärken ausspielen, auch mit Schnelligkeit und Torgefahr. Am Ende wird man dann, glaube ich, ja, ein hartes und ein gutes Spiel sehen. So in der Art, wie sie natürlich halt auch spielen, ist es natürlich nochmal ja, auch auf einem höheren Niveau. Aber ich denke, wenn man auch vielleicht gesehen hat, wie wir es auch ab und zu mal gezeigt haben in der Liga. Alter. Ich meine, zum Glück hat er jetzt nur gesagt, ab und zu mal gezeigt. Ja. Wenn ich Journalist wäre, ich würde ihn mal fragen, ja, woher nehmen Sie denn die Zuversicht nach dem Spiel gegen Dortmund, was ja ein Topspiel war und diese Leistung, die Sie da gezeigt haben? Aber wir haben es ja ab und zu mal gezeigt in der Bundesliga. Von daher werden wir morgen liefern, Männer. Locker. 3-3. Locker. Aber genauso wie Leverkusen ähnelt das schon ein wenig, ja. Next is the English colleague, the first row. Hi Leroy, how are you? Hello, good, and you? Yeah, good, thank you. You played with a great striker in Sergio Aguero at Manchester City. Du hast mit einem guten Stürmer gespielt, Sergio Aguero in Manchester City, und jetzt spielst du mit Harry Kane. Wie viel hängt morgen das Spiel von ihm ab? Yeah, I hope he continues with the record. Na, es hängt erstmal davon ab, dass Harry Kane ins Spiel eingebunden wird, wa? Das wäre schon mal gut, und das ist ja sein Job. Da er fit ist, wissen wir ja auch, dass er morgen auf jeden Fall spielen wird.
Ja, steht ja außer Frage. Also ja, ich hoffe, dass er weitermacht wie bisher. Und es wäre schön für ihn, wenn er einen neuen Rekord aufstellen kann. Es wäre gut für uns auch und es wäre ein gutes Zeichen. Und der hilft uns immer, Tore zu erzielen und vielleicht auch dabei das Spiel zu gewinnen. Und ja, es wird sicher ein spezielles und besonderes Spiel für ihn sein. Und er freut sich auch schon sehr drauf. Stefan Kumberger für Sport 1. Hallo, lieber. Du hattest ja jetzt mit Wehwehchen und mit Verletzungen zu kämpfen. Wie hat sich das über die Wochen geäußert? Bei welchen Bewegungen hattest du Probleme und auf der Schmerzskala, wie schlimm war es dann? Wie sehr musstest du da gegen den Schmerz ankämpfen? Ja, jetzt so wie jetzt mit Heidenheim waren davor die Tage natürlich Schmerzen so groß, dass ich halt nicht wirklich auch trainieren konnte. Deswegen hat es dann auch natürlich gar keinen Sinn gemacht, Ja, hätte man ja auch nicht gegensteuern können. Oder? Wie gegen Spiele, wie gegen Mainz. Macht ja Sinn, dass in die heute aufgelaufen ist, oder? Wer hätte das nur gedacht? Haben wir nicht hier gesessen, haben das prognostiziert oder vorhergesagt, dass so kommen wird? Nee, macht ja Sinn. Und dann läuft jetzt ja morgen der Leroy auf mit 2 Trainingseinheiten wieder in den Beinen. Wahrscheinlich noch ein Pavlovic mit einer Trainingseinheit und so weiter und so fort. Wird bestimmt legendär werden morgen. Dann auch natürlich irgendwie versuchen, es gegen Heidenheim zu spielen. Dadurch, dass dann natürlich auch nicht viel Zeit ist, nach dem Spiel zu regenerieren für das Spiel morgen. Haben wir halt einfach den Entschluss gezogen, dass wir sagen, okay, das Spiel macht keinen Sinn zu spielen. Die Schmerzen waren dann schon sehr extrem in dem Moment. Ich meine, es ist dann sehr variabel. Wir sind nicht immer gleich in den bestimmten Abläufen gleich. Mal ist es mehr bei den Sprinten, beim Schießen. Aber das hat sich jetzt auch alles wieder beruhigt und darüber bin ich auch froh. My English colleague, yes, please. Hi, Leroy. What was it like to work under Nick Arteta at Manchester City? Wie war es denn noch bei Manchester City unter dem Trainer damals und was für Qualitäten hat er damals gezeigt? Ja, mit Willi, es war toll. Es hat mich sehr gefreut, mit ihm zu arbeiten und er hat mir sehr geholfen in meiner Zeit bei Manchester City, die ganze Belegschaft dort eigentlich. Und wir hatten aber auch sehr viele individuelle und Einzelgespräche, wie ich mein Spiel verbessern könnte, was meine Schwächen sind und was meine Stärken sind. Chico, ich habe dein Statement gelesen zu der Cappy. Wir haben zusammengearbeitet, viel um mich herum gearbeitet und auch durch ihn habe ich wirklich mich sehr verbessert aufgrund seiner Ideen, die er mir mitgegeben hat. Und die habe ich weiter in meinem Kopf und versuche sie auf den Platz zu bringen. Sei es Stellungsspiel oder wie ich mich in bestimmten Situationen verhalten soll. Vielleicht solltest du dann vielleicht mal auf den Trainer hören, der dich gerade trainiert. Nur so eine Idee. Ich denke, der Trainer wird dir schon sagen, wie du dich verhalten sollst im Stellungsspiel. Und dafür bin ich sehr dankbar. Für RTL. Die Gespräche jetzt gestern, insbesondere vorgestern, wie muss ich mir das vorstellen untereinander in der Mannschaft? Ist es da auch mal laut geworden? Hat man da schonungslos Dinge angesprochen und was überwiegt? So ein bisschen der Frust über die letzten beiden Spiele oder eher so diese Einstellung jetzt erst recht und wir werden es jetzt allen zeigen? Laut jetzt. Laut, also wenn das laut werden würde. Der Dio hat wieder von irgendjemandem eine Ohrfeige gefangen, so aus dem Hinterhalt, so, als ob das laut werden würde in dieser Mannschaft, Alter. Das ist doch das Problem, was wir in dieser Mannschaft gerade haben. Dass da halt keiner ist, der mal laut wird, der mal die Verantwortung übernimmt, der mal da reingrätscht in die Wunde, Alter. Das ist doch das Problem, was wir haben. Das sind alles nur ihre komischen, komm, brauchen wir gar nicht mit anfangen, Alter. Es fehlt halt einfach da ein wirklicher Führungsspieler, der die Fresse aufmacht, der nicht nur dummes Zeug labert, nicht nur Durchhalteparolen von sich gibt. Das haben wir halt einfach nicht. Nicht, aber wir haben natürlich schon direkt angesprochen, was gut läuft und was auch vor allem nicht so gut läuft, was natürlich... Was läuft denn gut? Wir haben das direkt angesprochen, ja, man muss da ansprechen, was gut läuft. Ja, lief richtig gut gegen Dortmund, ne? Viel wichtiger ist, wir haben daraus einen Schluss gezogen, dass wir natürlich, oder dass natürlich auch sehr, sehr viel Frust mit dabei ist. Es steht außer Frage, weil wir natürlich eine so hohe Qualität haben.
Ja, es ist so viel Frust dabei. Sitzt da und grinst sich einen in den Bart, Alter, und erzählt einer von, dass Frust dabei ist. Leute, Leroy, guck dir mal meinen Stream an, dann weißt du, was Frust ist, Alter. Dann sitzt du hier nicht und lachst dir einen im Bart. Junge, das ist authentisch wie eine... Alter, wie Augsburger Puppenkiste. Mit dem Team, das natürlich sehr ärgerlich ist, dass wir es halt einfach nicht die ganze Zeit zeigen können. Und deswegen haben wir halt einfach gesagt, jetzt zeigen wir es. Wir haben jetzt einfach gesagt, Leute, wir haben jetzt 40 Spiele so gespielt, haben uns jetzt einfach gesagt, wisst ihr was? Männer, komm, jetzt zeigen wir es. Oder? Ist doch ganz einfach. Wenn das 40 Spiele nicht läuft, dann sagen wir einfach, komm, jetzt zeigen wir es und dann zeigen wir es. Punkt. Du hast recht. Ich meine, es ist ein Champions League-Spiel, es ist ein komplett anderer Wettbewerb. Ja, anderer Wettbewerb. Ja, zählt es schon fast gar nicht so, ja, okay, wie gut bist du in der Liga im Moment, wie stehst du da? Sondern man muss halt einfach in dem Moment da sein. Da spielen sehr viele Faktoren. Da hat er natürlich recht, ne? Haben wir ja auch immer argumentiert. Alles gut, fühl dich voll. Hätten wir nicht diese Leistung gegen Dortmund gezeigt und diese unterirdische gegen Heidenheim in der zweiten Halbzeit, würde ich das ja auch glatt fühlen, ne? Ich bin sehr gespannt morgen. Bin gespannt, ob das, was er da erzählt, ob wir davon ansatzweise was auf dem Platz sehen werden. Vor allen Dingen von ihm. Tore mit dabei und wir wollen halt einfach versuchen, unser Bestes morgen zu geben und das Spiel zu gewinnen. Aber das Ding ist, da steht ja auch nicht Dortmund. Nichts gegen Dortmund, ja. Das war aber kein gutes Spiel von Dortmund. Und da steht auch nicht Heidenheim, ja. Heidenheim. 3 Tore in der zweiten Halbzeit. Da steht der FC Arsenal. Tabellenplatz 1 in England. Aber morgen zeigen wir es. Haben wir jetzt beschlossen als Mannschaft. Vorletzte Reihe Julian Buhl für T-Online. Ja, also ihr müsst morgen ohne Auswärtsfans hier antreten. Welche Rolle kann das möglicherweise? Das spielt gar keine Rolle, weil die Fans den Spielern ja eh scheißegal sind. Die gehen ja eh nicht zu den Fans nach dem Spiel. Haben wir in Heidenheim auch wieder gesehen. Wenn er jetzt irgendwas anderes erzählt, dann ist das auch wieder sehr glaubwürdig. Das ist ja scheißegal. Spielen, wie groß kann auch dieser Nachteil sein für euch? Na klar, es ist ärgerlich. Man will immer irgendwie seine eigenen Fans. Ja, ist ärgerlich, ne? Ist ärgerlich. Ist ja ärgerlich. Mit dabei haben, die natürlich auch mal was zurückgeben. Im Endeffekt haben wir es morgen ist die Situation anders, die sind jetzt nicht dabei, aber nichtsdestotrotz wollen wir natürlich trotzdem unser bestes Spiel abliefern, gut spielen und im Endeffekt den Fans auch noch damit was zurückgeben. Dann Florian Plettenberg für Sky. Einfach gefragt, morgen Startelf, weil wir sitzen da. Weil du sitzt und fit bist. Du dir mit deiner Erfahrung, die du jetzt auch hast, diese 2 Gesichter der Bayern, Bundesliga, Champions League, jetzt mal mit Ausnahme des Hinspiels gegen Latt. Alter, ich verstehe halt diesen Move nicht, ne? Ich verstehe diesen Move nicht mit diesen 2 Gesichtern. Sehe ich das so verkehrt? Habe ich irgendwie einen Nagel im Kopf oder was? Diese 2 Gesichter, wo sind diese 2 Gesichter? Nochmal, das Hinspiel gegen Lazio war grottig. Die beiden Spiele gegen Manchester United waren grottig. In Kopenhagen war schlecht. In Galatasaray war Katastrophe. Wo reden wir denn von diesen 2 Gesichtern? Als hätten wir jetzt in der Champions League immer super performt. Was ist denn los mit den Leuten? Ob es morgen Startelf sein wird, müssen Sie den Trainer fragen. Wie gesagt, es sind 2 verschiedene Wenigstens einer, Alter. Chaka. Ich meine, ja, na klar, auf der einen Seite. Freut mich, dass er so gut gelaunt ist. Freut mich für ihn, wirklich. Kann man auch sein, oder? Man kann mal gelöst sein, man kann sich freuen nach den letzten 2 Spielen. Da muss man nicht mal da ernsthaft sitzen und mal ein bisschen reflektiert, mal ein bisschen Klartext reden. Das muss man nicht. Man setzt sich dahin, freut sich, Chaka, New York Cappy auf. Besten noch eine Weinschorle dabei und schön Salat. Bist du mehr im Rhythmus in deiner eigenen Liga. Da ist dann natürlich auch mehr tagtäglich der Fokus auch drauf. Und dadurch, dass es dann natürlich halt nicht immer top lief, macht man sich dann wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Gedanken darum. In der Champions League lief es dann halt natürlich ein bisschen besser, Ausnahme von dem einen Spiel. Aber das müssen wir halt eigentlich quasi immer zeigen, egal was für ein Spiel ansteht. Und im Endeffekt hat es jetzt natürlich nicht so geklappt, aber im Endeffekt können wir es jetzt auch nicht mehr ändern. Wir müssen einfach weiter nach vorne schauen und morgen können wir einiges wieder gut machen und
etwas wieder in die richtigen Wege leiten. Nee, können sie nicht. Sag ich euch ganz ehrlich. Ja, du kannst, wenn du morgen, keine Ahnung, sagen wir utopisch, wir gewinnen, holen einen Punkt, wie auch immer. Sagen wir am Ende des Tages, kommen wir weiter gegen Arsenal. Du kannst trotzdem nichts gut machen, Alter. Du kannst diese Schmach gegen Dortmund nicht gut machen. Das geht nicht. Für jeden FC Bayern-Fan, der aus voller Seele FC Bayern-Fan ist, kannst du nicht jetzt durch ein Weiterkommen gegen Arsenal diese Leistung gegen Dortmund wieder wettmachen. Das kannst du nicht. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Kommen wir zu den letzten Fragen. Aber traurig, dass er das nicht versteht. Bitte Heiko Niederer für Bild. Ja. Hi, Leroy. Es wurde in den letzten Tagen auch wieder sehr viel über den Trainer Thomas Tuchel diskutiert. Kannst du einmal sagen, wie ihr ihn in diesen Tagen wahrnehmt? Es ist ja auch für ihn, glaube ich, Top-Trainer. ein besonderes Spiel, Champions League. Lässt mich immer spielen, egal wie ich spiele. Super Trainer. Wie heißt er auf das Spiel? Wie vermittelt er euch das? Er hat uns genauso vorbereitet wie vor allen anderen Spielen auch. Ja, läuft. Dann ist doch klar, Leute. Dann kann das doch morgen nur ein besonderes Spiel werden. Hat uns genauso vorbereitet wie vor den Spielen gegen Dortmund und Heidenheim. Läuft. Man merkt ihm das auch an. Er hat uns auch Videos gezeigt und auch selbst erzählt, wie die Mannschaft agiert, wie sie Fußball spielt. Und natürlich auch gewarnt, aber auch gleichzeitig damit auch motiviert, was wir auch machen können und was wir auch eigentlich einfach zeigen müssen. Er freut sich natürlich auch auf das Spiel morgen, dadurch, dass es auch in London ist. Nichtsdestotrotz will er genauso das Spiel gewinnen wie wir und wir sind halt einfach alle heiß auf morgen. Wir sind alle heiß, wir brennen wie Frittenfett. Richard, vielen lieben Dank. Für Kuss aus Nuss und 5 Euro, ich danke dir. Last row, Sky UK, ja. Hi, Leroy. You mentioned Harry Kane before. Leroy, du hast Harry Kane schon genannt und vor allem am Anfang der Saison sah es so, als hättet ihr einfach eine sehr, sehr gute Verbindung. Wie war es? Ich weiß nicht, was die Reporter immer für Sachen sehen, oder? Also ich denke, Anfang der Saison haben die keine gute Verbindung gehabt. Ja, da waren nur Einzelaktionen im Spiel. Erst recht von Leroy. Zwischendrin, ja, stimme ich zu. Gegen Ende so der Hinrunde war es wirklich ein gutes Zusammenspiel zwischen Leroy und Harry Kane. Ja, da gehe ich mit, aber gerade am Anfang war das nicht so, also wild. Denn im Laufe der Saison mit ihm zu spielen oder auch mit Gabriel Jesus? Ja, es ist sehr einfach mit ihm zu spielen, weil er einfach ein sehr intelligenter Spieler ist. Er weiß, wie seine Mitspieler spielen und versucht das eben zu nutzen, soweit es geht, oder auch seinen Mannschaftskollegen zu helfen. Das hilft uns sehr viel, aber auch ihm selbst, und wir haben eine sehr gute Verbindung, würde ich sagen. Ja, also es hilft sehr viel, denn er ist einfach ein super Stürmer. Wir hatten keinen Kontakt mit Gabriel vor diesem Spiel, aber weil wir einfach so sehr fokussiert drauf sind, aber ich freue mich sehr darauf, ihn morgen zu sehen, und wir werden auf jeden Fall miteinander reden morgen. Wild, wir sind richtig fokussiert morgen. Ich bin sehr gespannt. Wolf Burrito, vielen lieben Dank für deine 2 Euro. Informationsdienst. Ja, Leroy, zu dir persönlich vielleicht nochmal eine Frage. Du gehst in dein letztes Vertragsjahr im Sommer. Kannst du ein bisschen Einblick geben, wie deine Planungen sind und wovon es abhängt, wo du in München bleibst? Na klar, gibt es einige Sachen, wovon es abhängt, aber im Moment... Aha, die da wären, ich möchte nochmal 2 Millionen mehr verdienen? Mache ich mir jetzt auch nicht so viele Gedanken darüber, weil erstmal morgen haben wir ein wichtiges Spiel. Darauf bin ich fokussiert. Ich bin im Hier und Jetzt und ich will halt einfach, dass wir mit der Mannschaft wieder anfangen, guten Fußball zu spielen, zu gewinnen. Ein gutes, im Endeffekt noch vielleicht einiges retten können mit der Champions League. Und da sind meine Gedanken. Bei mir, meine Verantwortlichen sind auch im Kontakt mit dem Verein, mit dem FC Bayern. Und da wird es auch in den nächsten Wochen wahrscheinlich auch ein bisschen intensiver sein, aber im Endeffekt versuche ich mich im Großen und Ganzen einfach auf die Mannschaft zu konzentrieren. Ja, am besten fängst du schon mal an, ein bisschen Spanisch zu lernen, dann gehst du nach Barca, dann ist doch alles gut. Dann sind wir doch alle zufrieden. Und dann noch Manuel Bunke für TZ. Manuel! Hier werden Angreifer, Flügelstürmer, Offensivspieler wird auch immer an den Toren und Assists gemessen. Die Vorrunde war überragend. Wow! Jetzt kommt endlich mal die erste Frage, die ein bisschen Substanz hat.
Vielen lieben Dank dafür. Jetzt bist du so zumindest, was die Statistik angeht, im Loch gefallen. Wie sehr machst du dir da auch selber Druck und wie sehr kommt es vielleicht auch zu kurz, dass du dich jetzt auch lange mit Verletzungen immer gequält hast, durchgespielt hast, viel gespielt hast? Kannst du da mal einen Einblick geben? Na klar habe ich auch meine persönlichen Ziele und die ich versuche zu erreichen, aber im Endeffekt für mich in meinem Spiel ist es am wichtigsten, dass ich gut spiele und der Mannschaft helfe. Egal. Ja, das hast du nicht die letzten Wochen und Monaten, Junge. In keinem verkackten Spiel. Egal, ob es mit Toren, Vorlagen ist oder... Ja, davon haben wir gar nichts gesehen. Halt einfach generell ein gutes Spiel, das dann halt durch Defensive... Haben wir auch nicht gesehen. Jetzt setzt er sich echt dahin, ich weiß, was er jetzt sagt, der setzt sich jetzt echt dahin als offensiver Flügelstürmer und erzählt uns jetzt, ja, auch wenn es dann dadurch ist, dass ich defensiv gutes Spiel mache. Nein! Du bist ein offensiver, verfickter Flügelstürmer, Alter. Und kein rechter Außenverteidiger. Arbeit ist oder sonst was anderes ist. Ich will halt einfach im Endeffekt am Ende des Spiels sagen können, hey, ich habe gut gespielt, habe ein gutes Gefühl und das ist, was mir am meisten gibt und auch Spaß macht. Deswegen spielen wir auch, glaube ich, alle zusammen mit Fußball, weil es halt am Ende einfach ein super Gefühl ist, wenn man dann noch gewinnt und natürlich der Mannschaft geholfen hat. Ja, wann hast du das Gefühl denn zum letzten Mal gehabt? Das würde mich mal interessieren. Junge, Alter. Ich versuche halt einfach so schnell wie es geht, ja, meinen Rhythmus wiederzufinden. Und wie gesagt, ich will halt, egal wie es aussieht, in jeder Hinsicht. Ist nicht wichtig, dass sie als offensiver Außenstürmer keine Torbeteiligung, Torvorlage haben. Ist nicht wichtig, Leute. Ja, ist klar. Ist genauso unwichtig, dass der Torwart die Bälle hält oder der Innenverteidiger die Zweikämpfe gewinnt. Ist doch nicht wichtig. Hauptsache, ich habe ein gutes Gefühl als Innenverteidiger. Vielleicht mache ich vorne ein Tor, dann habe ich doch eine gute Leistung gezeigt als Innenverteidiger. Ist doch egal, wenn der gegnerische Stürmer dann 4 Tore schießt. Was soll's? Ist doch nicht wichtig. Hm? Eigentlich die Mannschaft helfen. Was ein Dummfick, Alter. Danke, Leroy. Fliegender Wechsel. Coach ist schon da, kommt gleich. Ja, bring rein. Schön. Gut. Leute, Teil 1 der Pressekonferenz. Vielen lieben Dank für euren Support, wie immer, Leute, auf YouTube. Tschüssi.